Da sind sie alle zurück auf der grossen Bühne und es gibt jemanden, der daheim jetzt schon mal jubeln will. Nicht, weil das Talent eine Runde weiter ist, aber weil die Person 10'000 Franken gewonnen hat. Es ist Patricia Häfeli aus Klingnau. Frau Häfeli, herzliche Gratulation. Das war schon mal ein guter Abend für euch. Mit so viel Geld, das ihr gewonnen habt. Viel Spass beim Geld ausgeben. Aber jetzt zurück zum Wesentlichen. Ihr habt angerufen, ihr habt SMS geschickt, ihr habt daheim ausdiskutiert, wer hat es besonders gut gemacht und wer hat euch besonders gut gefallen. Und all das haben wir jetzt zusammen addiert und wir wollen es wissen. Und darum ist jetzt der Moment gekommen, wo wir sagen können, das ist die erste Entscheidung im ersten Halbfinale. Da stehen 8 Talente, die Hunderte von anderen Talenten hinter sich gelassen haben. Die Jury haben sie überzeugt. Aber welche 3 haben bei ihnen die Heime am meisten gepunktet? Es ist mucksmüsli still, über 1000 Leute sind da und die daheim wollen es wissen. Ein Talent hat euch so überzeugt, dass es am meisten Stimmen bekommen hat. Und der Platz 1, den können wir jetzt verkünden. Definitiv! In der Finalshow heute in 4 Wochen auf dieser Bühne dabei und im Rennen für das grösste Schweizer Talent 2012 ist die Melissa Sanchez-Lehmann! Die Eltern freuen sich, das Publikum steht auf und Melissa strahlt. Wow. Und jetzt bräuchten wir definitiv keinen Skiwerfer mehr da rein. Melissa Sanchez-Lehmann heisst die erste Finalistin, die feststeht für die Finalsendung vom 17. März. Und noch jemand Zweites hat sie so fest überzeugt, dass sie ihm gerade das Direktticket in die Finalsendung ausgestellt haben. Mit ihren Stimmen und am 2. Platz. Alle bibbern und hoffen. Mit dabei am 17. März ist der Sandmann, der Urs Rudin. Wow. Einer ist Gesang und einer ist Sandmalen. Und das Karussell von der Hoffnung, das dreht natürlich weiter. Für all die, die noch auf der Bühne stehen und nicht Platz 1 und 2 erreicht haben. Der Zug ist noch nicht abgefahren, im Gegenteil. Wir werden jetzt noch 2 Künstler oder 2 Gruppen erwähnen. Und hüten uns aber, euch zu sagen, ob das zuerst Platz 3 und dann Platz 4 gewesen wäre oder zuerst Platz 4 und dann Platz 3. Die beiden, die wir jetzt erwähnen, die kommen in die Hoffnungsrunde und dürfen noch einmal vor der Jury hoffen, dass sie das Ticket bekommen. Und weiterhin hoffen darf, oder soll ich sagen, dürfen, in der Hoffnungsrunde sind Special Elements! Ja, Special Elements dürfen also hoffen auf einen Finalezug, aber sie kommen das Gespönli über. Und zwar jemand, der ebenfalls in die Hoffnungsrunde geht und von der Jury dann weitergewählt werden kann oder nicht. Wer teilt das Schicksal? Wer ist auch ein Hoffnungskandidat? Windjakro. Special Elements und Windjakro dürfen noch ein bisschen hoffen.
Und während sich die einen natürlich vor Freude in die Arme fallen, weil sie noch eine Chance haben, ist für die anderen der Zug, zumindest für das grösste Schweizer Talent 2012, jetzt abgefahren. Aber, und das wollen wir mit einem grossen Applaus verdanken, sie haben eine riesen Leistung geboten, auch heute. Schon allein Teilnahme im Halbfinale. Und wir wünschen allen anderen, die jetzt nicht eine Runde weiter sind, alles Gute. Und wir sind überzeugt, wir werden auch von euch in naher oder ferner Zukunft noch etwas hören. Einen grossen Applaus für alle anderen Schweizer Talente, die hier noch auf der Bühne sind. Danke und kommt gut heim. Noch ein freier Platz im Finale. 2 Kandidaten, das ist einer zu viel, das ist klar. Jetzt liegt alles in den Händen der Jury. Sie haben jetzt gerade 30 Sekunden Zeit, um zu beraten, wenn das sie weiterhin sehen wollen und wer nicht. Die 30 Sekunden, die laufen ab jetzt. Wow. Die 30 Sekunden sind abgelaufen und wie auch in den Castings gilt, 2 Stimmen von der Jury langen, um eben weiterzukommen. Und jetzt, liebe Juroren, bitte euer Urteil. Also gut, ich gehe vorne weg, das ist deutlich einfacher. Kinder. Also gut, es wird am letzten oder der letzte, je nachdem noch schwer genug gefallen. Ich glaube, wir sind beide auf euren Gebiet, ob Turnverein, Akrobatik und vor allem im Tanzen führend, würden in den Meisterschaften weit vorne mit dabei sein. Ich entscheide mich jetzt an dieser Stelle für das Tanzen und sage Special Element. Genau die Kombination wollte ich überhaupt nicht. Ich habe gesagt, so schöne junge Mädchen, gegenseitige Zusammenarbeit, Vertrauen, Sport, Vorbild und auf der anderen Seite sexy junge Männer, aber unter anderem oder über allem würde ich sagen sehr gute Tänzer. Es ist schwierig, aber ich bin ehrlich, ich bleibe meiner Meinung. Ich denke, ihr habt schon sehr viele Erfahrungen gesammelt. Ihr seid schon sehr weiter und ihr habt sicher viele Möglichkeiten, auch in Zukunft euch zu zeigen. Es gibt viele Turnvereine in der Schweiz und es ist immer schwierig, diese Turnvereine zu zeigen. Und an dieser Stelle wähle ich Vinti Acro. Leck du mir. Egal, was ich jetzt würde sagen, es ist nicht fair. Und das verreisst mich fast. Ich bin jemand, der mit schwierigen Entscheidungen im Leben nie Probleme hat. Weil ich ständig solche treffen und auch unpopuläre. Aber jetzt stehen hier 2 Gruppen vor uns, die sich unglaublich gesteigert haben, die beide neue Kostüme gemacht haben auf den heutigen Abend, das sieht man gerade so schön. Beide waren unglaublich gut. Und ich muss jetzt jemanden von euch heimschicken. Leck doch mir. Ich kann euch keine Begründung liefern
für das, was ich jetzt sage, gibt es keine Begründung. Weil für mich war niemand wirklich besser von euch zwei. Ihr habt beide das Maximum aus euch rausgeholt heute Abend. Und ich muss aus dem Bauch heraus entscheiden. Leck doch nicht. Dein Bauch. Dein Bauch. Was du am Anfang wolltest. Dein Bauch. Die schwierigste Folg Entscheidung. deinem Bauch. DJ Bobo. Wir brauchen eine Entscheidung. Bobo. Mein Bauch sagt, Special Elements sind weiter. Was für eine erste Live-Show. Tränen von der Freude, Tränen vom Bach. Melissa Sanchez-Lehmann, Urs Rudin und Special Elements. So heissen unsere ersten Finalisten, die ganz sicher mit dabei sind am 17. März hier in der Bodensee Arena im grossen Finale. Und ihr seht, wir werden hier noch ein paar Tränen trocknen. Tränen von der Trauer, dass man knapp vor dem Ziel gescheitert ist. Tränen von der Freude für die eine Runde weiter sind. Es wird wieder spannend werden am nächsten Samstag und ich hoffe, ihr haltet uns drei, wenn wir uns wieder melden mit dem nächsten Halbfinale am nächsten Samstag, kurz nach der Nacht hier auf SF1. Mit diesen Bildern geben wir euch ab ins Wochenende. Hier geht es weiter mit der Tagesshow. Danke fürs Dabeisein und ein gutes Weekend. Schönen Abend. Bis nächsten Samstag. Tschüss miteinander. International love.